Hey, hallo zusammen. Ihr müsst entschuldigen, wenn die Bildqualität vielleicht nicht ganz so top ist, aber ich arbeite hier gerade ein bisschen unter erschwerten Bedingungen. Ja, PlayStation 4 Launch gestern am Abend einiges an Zeit noch verbracht mit Games installieren, Games abladen und ja, der Gesamteindruck ist auf jeden Fall positiv. Ich habe immer noch Freude an diesem leuchtenden Teil vorne. Und gleich hat es natürlich ein paar Sachen gegeben, die ein bisschen mühsam waren. Und ein paar von denen möchte ich jetzt kurz nennen, auch wenn es nicht allzu tragisch ist. Es geht jetzt nicht darum, irgendein Mods-Video zu machen. Aber ich habe es schon ein bisschen gespässig gefunden. Und erwähnen möchte ich in diesem Zusammenhang als erstes gerade mal das Assassin's Creed 4. Kennt ihr ja, habe ich auch schon darüber erzählt. Ich habe mich ja richtig darauf gefreut, dass man hier für $10 oder was sind es Euro gewesen, weil am Schluss habe ich glaube ich 14 Steine gezahlt, habe ich das herunterladen, und zwar die PS4-Version, und im Hintergrund sieht ihr es auch einigermaßen. Wenn ein Hersteller schon den Aufwand betreibt, dass man Games übernehmen kann für einen kleinen Preis, würde es doch noch Sinn machen, wenn man auch den Spielerstand übernehmen kann. Jetzt ist das aber leider nicht so. Im Call of Duty geht es, glaube ich, für online, die sich dort so ein Elite-Konto oder was auch immer das es ist, haben gemacht, die können ihre Stats übertragen von der alten auf die neue Konsole. Aber für den Singleplayer-Modus geht es glaube ich auch nicht, wenn ich mich täusche. Und für das Assassin's Creed habe ich auch noch keinen Weg gefunden, weil die Speicherstände von der PS3 sind nicht mit der PS4 kompatibel. Und ja, so sehr, dass ich Assassin's Creed 4 gerne würde weiterspielen, wo ich aufgehört habe auf der PS3, fange ich jetzt halt noch einmal von vorne an. Es ist ein geiles Game. Und es sind natürlich absolute Luxusprobleme, aber irgendwie leuchtet mir das nicht ganz ein, weil wenn man den Transfer schon erlaubt, dann ist es ja meistens so, dass die Person, die den Transfer macht, auf der alten Konsole das Spiel auch schon gespielt hat. Also wieso nicht irgendein Safe-Game-Transfer-Tool oder so noch anbieten? Ja, das ist ein bisschen schade, aber sonst passt das auf jeden Fall gut. Und nur noch kurz zusammenfassend, wenn man es da auch sieht, habe ich ja gestern das erste Level vom Killzone auch gespielt. Und gerade mit den Lichteffekten haben sie es wirklich richtig krass im Griff. Es sieht echt geil aus. Und das Contrast habe ich mir auch noch runtergeladen. Das ist ja gratis mit PlayStation Plus. Habe ich klein geschaut, ist sicher auch nicht schlecht. Weiss ich aber nicht, ob ich das wirklich wieder spiele. Und dann geht es weiter mit dem NBA 2K. Und ganz ehrlich, Jungs, habt ihr schon mal ein Video von dem gesehen? Ich kann euch jetzt hier nicht so viel zeigen, weil es die Qualität nicht wiedergeben, ja, auf dem richtigen Level. Weil die Grafik von diesem Game sieht unglaublich aus, ohne Scheiße. Wie die Menschen animiert sind und der Schweiß und Kleider, alles zusammen. Wow, wirklich wow. Also echt ein ganzes geiles und beeindruckendes Spiel. Wer ein bisschen auf Basketball steht. Jetzt habe ich einfach das Problem, dass es bei mir bei 11% bei der Installation einfach stehen bleibt. Und ich kann dort nicht viel machen, werde es da noch einmal löschen und neu abladen. Es wird sich zeigen. Also hier auch noch ein bisschen Lampen, aber hey, das Game sieht wahnsinnig aus, ohne Witze. Dann kommen wir noch zum Resogun, das ist ja das zweite, das gratis ist mit PlayStation Network. Das ist ein ganz geiles Game, habe ich auf der Gamescom schon ein bisschen ausführlicher gespielt als andere Spiele. Screech kann sich sicher auch noch daran erinnern. Ja, das wäre es eigentlich so gewesen, kurz zusammengefasst von meiner Seite. Jetzt weiss nicht, der eine oder andere, der einen YouTube-Channel hat und sich auch eine PlayStation 4 gezogen hat, möchte vielleicht auch noch ein kurzes Video machen, was er so für Erlebnisse gehabt hat an diesem Launchtag. Wäre doch ganz cool, weil der eine oder andere spielt ja noch Games, die ich jetzt noch nicht gespielt habe. Ich habe gesehen, der Trooper ist ziemlich am Knack dran. Und ja, ich weiss nicht, ob ihr Zeit wollt nehmen, könnt nehmen, noch kurz ein Video zu droppen. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Aber natürlich auch in den Kommentaren, wie war für euch so die Lounge-Nacht gewesen? In Zürich sind ein paar Leute fast vertrampelt worden, was ich ehrlich gesagt ganz leid finde, wie die Menschen zu Tieren werden in solchen Situationen. Ja, das wär's gewesen von meinem kleinen Update-Video. Hey, habt einen schönen Samstag und wir hören uns. Ciao zusammen.